Ekran! Laat ons topranen en God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag eingeschaltet hast en du bist. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En ik heb hier vandaag met mij Leonie Engel. Welkom hier in het programma. Dankzij. So, wir sind für die, was mich nicht so persönlich kennen, wir sind gute Freunde. Und einmal besagt, wie es sei in Mann und ich mit meinen Freunden und unsere Kinder und haben einen Umgas oder so. Und dann haben wir uns mal ganz interessante Themen. Und nicht, dass wir kriegen das Thema überredet haben, aber so ein Thema ist, was wir von der ein bisschen reden wie einmal. Kann ich Gott in einen Kosten nennen? Stellen. Dat is van der onze vrouw. Kan ik den du zijn kosten, du stap ik den aan. En wanneer ik bij het vooruit met het zeggen was, je was mis, wordt verstaan niet kennen. Wat wil we met het thema zeggen, Leonie? Nou, we gelijk immer alle, we kennen God niet. Ja. Ik zie een Christ en ik weet wie God is. Ik ken hem. Ik heb de Bibel gelezen en ik weet graag wat hij deed. Ja, er staat ook bijna ook wie hij dat deed. Ja. So, kann wir am aller wirklich ganz? Oder wo ist Gott? Weiß der Krieg, wo er ist? Nou, ik würde sagen, Gott segnet die Gute en de Schlechte, der hat Strafe. Ja. So ist Gott. Dat bloß ist dort. Wenn Ja. du gut bist, gut abgeführt hast, ja, das ist schön. Und wenn du schlecht abgeführt hast, sehr schlecht. Ja. Dus im Leben sieht das nicht immer so uit. Nicht. No, das sieht nicht so uit. Zum Beispiel so wie ganz junge Menschen, die leben ganz für Gott, die sind ein starkes Zeugnis, die sind ein Licht, wo sie sind. Und die sterben bloß einfach. Und dann so wie andere Menschen, die führen ein schlechtes Leben, die sind gottlos. Und man sieht auch manche, Gott. ja, manche sieht man, die dem das bewusst, ja, mit flieht, nicht? Und die leben lang und die leben gut. Haben alles, was ihnen fehlt, jetzt scheint. Bei uns von Büte sitze ich das so. Ja. So, dann kommen wir kurz bei den Engen. Kannst du Gott dann verstehen, wenn das so passiert? Ja, dann sage ich manchmal, dass einer krank und die beten für den, der wird gesund. Und dann jetzt ist ein anderer krank und die beten für den, der stirbt. Und dann? Verstehe ich nicht mal. Dann wirst du sagen, wie viel zum Eng. Wenn es einmal als Mensch kommen dann um Eng, was sagt die Bibel an? Die Bibel sagt in Jesaja 55, Vers 8 und 9, da sagt es so, je denkt je nicht so, als ich denke. Und jene Wege sind nicht so, als meine Wege, sagt der Herr. So viel Herr aus dem Himmel über die Erde ist, so viel Herr sind meine Wege aus jene Wege und es mein Denken aus jene Denken. Und das hat mir viel geholfen, wenn ein anderes Beispiel auch ist, zum Beispiel, dass ja früher, die mochten all nicht mehr Mädchen an, die haben alle eine Rehen, die mochten nicht, und die sind alle waren schwanger. Und dann sind andere früher, die mochten so jeden mal ein Kind haben. Und das geht nicht, man beten, das geht nicht. Und ich kann mit so einer früher so mitfallen. Und dann kommt das noch schlimmer, und dann war ich schwanger, und dann verlor ich das. Ich einmal und nochmal. Und dann soll ich Gott verstehen, das geht nicht mehr. Ich versucht einen Sinn dabei zu sein. Das soll ich auch wird haben nicht, und ich kann einfach nicht. Und dann war ich besser gegen Gott. Und dann hat Gott mir einen langen Weg geführt und kriegt das. Meine Gedanken sind so hoch, ich kann ihn nicht verstehen. Und wo kann ich dann aber mit das vorkommen, dass ich mit dem Leben mache, dass ich Gott nicht verstehen kann? Ja, mir führt Gott einfach durch, er weiß mir das nicht. Wenn ich am Wort verstehen kann, dann wird er nicht mehr Gott sein. Wenn es dann ist Gott ist wie, wenn wir am Foto kennen, nicht? Wenn wir am Wohnen stoppen Dann wird kennen. er einer von uns sein, also dann ist er bloß ein Mensch. Und ich will am niemals verstehen können. Und Gott verlangt das auch für mich. Und das mir mir klar, du brauchst nicht ein Sinn dabei sein. Und was mir sehr groß seine Leute für mich mir kann sagen, ich will bloß, dass du mich vertraust. Ich soll am vertrauen, all das Leben, dass er wisst, was er tut. Und das hat mich sehr geholfen. So, wo kann ich dann über Gott kennenlernen? Also es geht die Sache über Salz in der Bibel, wie soll am kennenlernen? Wo schafft das dann? Oder wenn ich kann, dann halt nicht ein kennenlernen, dann ist das doch nicht so. Oder wo schafft das Ganze dann? Ich glaube, wie man das kosten, den man wir aufmerken. Okay. Dass Gott Ruhm hat. Gott ist viel mehr als was wir denken. Gott ist viel größer als was wir denken. Und das sei wie zum Beispiel im Neuen Testament, wo Jesus Hunde deed, nicht?
wie würde je vielleicht nu sagen, würde Jesus blijven heulen? Nou, hij de hänger bleiben en beet verdient oder wat, en dan weer je heult. Aber op een steht zei hij de hänger ab, dan vroeg hij den blijven her, wat kost het zijn? Hij zegt, het is alles de morgenrecht. Hij gleich zei, de mensen bewegen zich Bäume oder so eens wat zag je door. En dan dat Jesus am nochmal de hänger bleiben. En dan kann hij klar sein. Wie würde ich dann vielleicht sagen, wenn du nochmal machst, dann ist da irgendwas nicht richtig geworden. Das bin ich ganz von Gott nicht. Aber dann kommt noch schlimmer. Dann ab einer Stelle, dann schwillt Jesus ab ihr, riert er sein Blatt an mit seinen Fingern und dann schmiert er den Bling dazu ab ihr und dann sagt er so, nu gehst du bei dem Puddel die Uhr waschen. Und nur dem kann das sein. En waar we ze denken, dan ik zei al je rotste die hier, dat Twiel, dat is een van de zaken wat onze taalste ekelen deed, dat wanneer wie een mens werkelijk verachten, dan passiert in de wereld, dan wordt den ongetwield, niet zo? En dit twiel wordt God aan den aan de uren op te doen. En God die beweegt zich werkelijk sehr bij de kosten wat die van normaal. Ik wens voor dat zeer anormaal vingen, wanneer du woest nu komen en woest mal een bladje ändern en blengen aansmeren. Ik would denken, de Leonie die heeft niet alle schruven im Kopf, die fehlt wat. Dat heb ik gleich sehr leicht mit Gott, nicht? Wie check je, wenn ein anderer Mensch was hat, wenn es eigentlich Gott so verstehen. Ab dieser Weg muss das getan worden. Und der andere, der das nicht auf eine andere Weg. Und dann glaube ich, der andere ist auch recht. Der hat Gott nicht richtig verstanden. Der sagt aber auch, Gott hat am gewesen, das ist mein Weg, für ich soll das tun, nicht? Und dann glaube ich, der hat Gott nicht richtig gehört. Ich glaube, dass wir die Freiheit lassen, dass Gott zu jedem kann so reden, als was er will. Dan zei ik sehr leicht so, wann Jane kijkt, dat is aardig. Wens die kleiden zich niet zoals ik, oder die zingen niet zoals ik, oder die lezen niet de Bibel zoals ik, oder die doen dit niet zoals ik. Alles wat bezit mijn kleine kostje is, dat is aardig. En wie als mensen, wie gleich is als Rezepte, want dat is zo is en zo, dat is dat. Ja. En voor God heeft hij echt maar Rezepte voor alles. Die wordt vielleicht seine Hand, was die verstehen wie dann nicht. Okay. Die wollen dann auch so viel heiler sein aus den Gedanken, nicht? Aber das erst kriegt, dass wir abpassen, dass wir Gott frei lassen. Wenn wir wollen dem anstoppen. Wir wollen dem an diesen Kosten anstoppen, und der passt doch nicht. Es wird vielleicht einmal, dass Gott nicht so wirken kann, als er würde, wenn wir ihm die Freiheit geben, für auch ein bisschen. So dass wie Gott wirken lassen, bloß so wie es uns Costa Rica tut. Kann das sein, dass wir ihm nochmal beschränken, oder dass wir... Ich weiß, er ist Gott, er spricht das, aber ich freue mich, diese Frau ab ihr. Was denkst du? Ich denke ja, wir kennen ihn, und ich glaube manchmal, als er meine Menschen fragt, was am Grenzen sagt. Ich weiß, was Gott von mir will, aber ich tue das nicht, wenn es was war, die andere Seite war, das kann nicht von Gott sein. Und ich weiß aber ganz klar in mein Hart, das hat Gott mir am Hart gelegt. Und ich tue das aber nicht, wenn es, ich hasse es für die Menschen. Eine ganz kleine Sache ist, ich gleich sehr singen. Und ich gleich mein bisschen bewegen zum Singen. Ich gleich meine Hänge abzuheben, ich gleich meinen Körper ein bisschen zu bewegen und zu klatschen. Aber wie weiter, dass wir uns Deutsche, ist das nicht alle werden angebracht. Ich sage, das ist nicht so, wie das haben. Und ich sage das nicht, dass das nicht ein großer Trouble ist, dass wir nicht alle sind und das ich sage das nicht aus dem Trouble, weil die Sache ist, ich sehe lange, sehe was, ich fühle mich immer so, ich kann das nicht. Wenn ich diesen Kosten an mich, das darf ich nicht so, wenn es die Kosten, die wir Fußball von mir hängen, das ist die, wenn ich meine Hand abhaufe, dass wir bloß bei meinem Kopf, so, hey, jingt nicht, wenn du wie die Kosten, ich kann nicht hechen. Wenn es meine Welt wie bad dort, das was wir kennen. Und wenn ich mir das deutlich wird, ich bin frei und ich bringe mich nicht mehr um Menschenrechte. Und mir hat das in meinem Leben sehr geholfen, dass ich kann frei sein und Gott anbeten. Und das hat mich für zum Teil Sachen mehr gelehrt, wenn die Welt glücks nicht taub, als ich dann anfange, meine Hand abzuheben, als das normal wird sein. Und Gott fängt an, Sachen in mir zu tun, was er vielleicht nicht tun kann, wenn ich Leute nicht in den Raum. Wenn ich mit meinen Menschen fahre, habe ich einen Kosten gegeben, aber gesagt, das ist was du willst tun, und in mir nicht. Und ich hatte Angst, über mich regieren lassen, in großen Teil. Auch von der Dauerarbeit, was sei wie du in der Bibel? In der Bibel sei wie zum Beispiel den einen, der Jesus rübt, den Lazarus. Er stirbt plötzlich und rübt plötzlich. Dann kann wir sagen, okay, Jesus heilt
Oder weicht je bloß ab mit Raupen. Nicht? Wenn wir wollen Dödchen abweichen, dann machen wir dem Raupen. Und was noch untersteht, sei wie, wo das kleine Mädchen gestorben ist, bei dem Jairus seine Tochter, du jetzt Jesus eine Stufe nehmen, ein Foto an der Hand und rechte ab. So, das ist auch nicht ein Rezept. Das ist nicht, dass Jesus immer auf solche Orten wies. Die solche Sache kann auch noch verschieden tun, nicht? Und das ist auch von der in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Sehr schön, Leonie, von der thematiseren. Ich hatte letztens noch eine Karte Geschichte. Da war ein Bibelschullehrer, der hat einen Schüler gefragt, also er kann studieren, wer Gott wir. Und dort abschreiben und alles von Gott beschreiben, was er wie und was er die Sache tut. Und vielleicht hat der Lehrer sich dort all gedacht, er hat den Schüler der abgab. Und dort tun wir mit der ganzen Lektion hängen. Der Schüler hat sich reingemerkt und hat auf der Wandtafel Schriften alles ab, wer Gott ist, und erklärt. Das ist, wer Gott ist. Und als der Schüler vor ich habe, checkt der Lehrer alles an und sagt, Gott, den jetzt nicht auf eine Wandtafel abzuschreiben. Das ist viel zu klein. Das kann vielleicht Part von Gott sein, aber das kann vielleicht sein, was du Erkenntnis hast bei nu, aber das ist nicht, wer Gott ist. Den jetzt nicht in eine Wandtafel abzubringen. Und kriegst du jetzt Gott das nicht in das Kosten, was ich als Person sehe, oder du, oder was wir taub sind, den Kosten, du jetzt Gott nicht hinzubringen. Wenn es seine, weil wir doch mal seine Danke sind. Hey, an sie Danke. Und du willst ja niemals auslehren. Wir können niemals auslehren über Gott. Wir lernen am immer besser kennen, immer besser. Manchmal denken wir so, ach, die Bibel, die kann ich alles, die Geschichte kann ich alles. Ich weiß das alles. No, dat Gott, wo wir immer noch waren auf einer neuen Art und Weise kennenlernen, der wird uns immer noch was Neues lehren. Das ist ein wunderbarer Buch und er ist ein wunderbarer Gott. Und er ist Gott, er ist mehr als wie, er ist nicht Mensch, er ist Gott. Hast du mal merken, das Wort zum Schluss, am Gott besser kennenzulernen? Seht Gott. Okay. Seht Gott und lest immer weiter die Bibel. Und wenn irgendwer sagt, er hat von Gott so was gehört, und die schockt dort, die verführt dort, ja, du bist, so kann das nicht sein. Dann überlei ich, im Bett selbst du immer. Und sie up du fährt, die checken, Mensch, Gott kann auch anders handeln, als was ich das verstehe. Amen. Vielen Dank, schön, Leonie, für mitmachen das Programm. So, Gott, ich habe nicht in einen Kosten einstoppen, weil wir nicht alle, wenn ihr diese Botschaft geholfen habt, dann teilt ihr mit deinen Freunden, vielleicht über WhatsApp, Facebook oder wo immer. Oder seid ihr, würde über Radio hören kennen. Und wie möchte ich von hier Gottes Segen wünschen? Wenn ihr mit uns schreiben willst oder mit uns in Kontakt willst sein, wir haben das Phone-Nummer, wo die einmal angegeben wird, du kannst mit uns reden über WhatsApp. Ich will dir hier helfen, wo immer wir können. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.